Haut 24. Sonntag am Jahreskreis begräßen sich aus der Kirche von Stengefort. Mir war drauf Funheit Sondesmass. Et spielen Deichstall Alphornbläser an et singt Choral Saint-Cécile Stengefort hohen Klangbetten. Mat der Dirigentin José Anne Mangen an dem Organist David Delnin. Wir hören als Entrée e Prelude vom Chorett. Du noch spielener Sangemer festlicher Einzug vom Alex Wörner. Jésus Berger vom Berthier, Gloria an Heilig vom Schubert, beim Wegkreuz vom Sommer, Alleluia vom Guillou, Lorenz Choral vom Wörner, Vienne la Colombe vom Janada, die Kirche am Berg vom Walter Klaus und als Schlusspièce Dank vom Sommer. Wir hören als Sortie ein Grand Jeu von Pierre Dumage. Masket gehalen vom Pater Nico Turmes, Curé Moderateur von der Point Eichstall Saint-François et Sainte-Claire. Am Namen vom Pap, vom Jung, und vom Heiligen Geist. Amen. Den Herr sief mit ich all. Lieb, alle Guten, am Anfang von dieser Feier will wir als dem Herrgott so vertrauen, wie wir sind. Wird mir als mir ihm vertrauen, wird hier besser der Weg kann man das gehen. All das scheint, all das gut, und auch das schwer, das, was das beträgt,
will wir ihm lo vertrauen, an dem wir bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir fehlbar Menschen sind. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Denn seine Liebe, allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben.
beten. Gott, du Schöpfer und Lenker aller Dinge, sieh gnädig auf uns. Gib, dass wir dir mit ganzem Herzen dienen und die Macht deiner Liebe an uns erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, dein Sohn, unser Bruder, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Groll und Zorn sind abscheulich. Nur der Sünder hält daran fest. Wer sich rächt, an dem rächt sich der Herr. Dessen Sünden behält er im Gedächtnis. Vergib deinem Nächsten das Unrecht. Dann werden dir, wenn du betest, auch deine Sünden vergeben. Der Mensch verharrt im Zorn gegen den anderen, vom Herrn aber sucht er Heilung zu erlangen. Mit seinesgleichen hat er kein Erbarmen, aber wegen seiner eigenen Sünde bittet er um Gnade. Obwohl er nur ein Wesen aus Fleisch ist, verharrt er im Groll. Wer wird da seine Sünden vergeben? Denk an das Ende, lass ab von der Feindschaft. Denk an Untergang und Tod und bleib den Geboten treu. Denk an die Gebote und grolle dem Nächsten nicht. Denk an den Bund des Höchsten und verzeih die Schuld. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal. Jesus sagte zu ihm: Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man ihm einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Leifschwestern a Brider, verleiht ze Summe kommen a mat den ennner Liewe feieren, dat sie schei Momenter, dat mischt Fried an Liewen liewenswert. Manchmal kann et awer och zu engem Eklat kommen, sogar op dem schönsten Fest. Do vergreift een sich am Ton, eng gereizt Reaktion, Wuder gëtt erdannert, d'Stimmung kippt, d'Herz vun den all gëtt gespannt, a keen ass mi richtig froh. Die berühmt Situation, wo ma bildlich soen, wann lo ene Fixspön gif ufenken, da givet explodeieren. Wat ufangs vielleicht als Witz gedurcht war, gëtt lo als persönlich Beleidigung opgefasst, an doraus gëtt batteren eescht. Et probéiert den zwar nach alles recht ze beien, ma den andere weist dat brüsk zrick. D'Stimmung ass definitiv verdurwen. Du no Funkstille töcht denen zwee, wéi schuet. Bei Mënschen, déi verletzt fielen, kënnet leider immer empfiel, dat se nom erliedenen oder vermeintlich erliedenen Unrecht gekränkt bleiwen, a sich selber an dem anderen liewe schwéier an heierns do zu hell machen. Negativ Gefehler wie Verbatterung an Enttäuschung, Hass oder Roserei schleichen sich an a vergiften Denken, Fühlen an Handeln. Manchmal reagiert sogar der Körper mit Verspannungen a Schlafstörungen. Et sticht den an enger Sackgas. Dabei gäbet doch eng Lesung,
mis den, nes wofür aufhängen. Auch diejenigen, die wissentlich oder unwissentlich sei vis-à-vis verletzt wird, können nicht lass vu Singer dort. Ich kann probieren, sie zu relativieren, zum Beispiel am lächerlich zu ziehen, das war doch nimmer Spaß. Ma ungeschehen kann es nicht auch nicht machen. Auch hier steht an enger Sackgas. Dabei legt Lesung auch rein no, de Fehler angesehen an bereien. Wenn die zwei lo an ihrer Sackgas verbleiben, da beißen sie vieles von ihrer Lebensqualität an. Es könnt viel, dat Opponenten ein Leben lang am Negativen verhaft bleiben, vis-à-vis vom anderen, als je nur dem bis un Lebensende den erliefte Konflikt an die erfuhren Kränkung matschläfen. So entstehen Lebensfeindschaften, so viel kennt ihr jo. In das Chlor, wer töcht denen zwei geschieht das, kann nicht mehr zurückgeholt gehen. Es kann nicht zurückgerudert gehen. Auch bringt es nicht, wenn vu Bause seht, verdroh dich rum. Eventuell kann Zeit helfen, eventuell auch nicht. Wen sich gekränkt spielt, der muss auf jeden Fall eine Decision holen. Will ich an der Rolle vom Affer stechen bleiben oder mich davon befreien? Wenn ich frei sein will, dann muss ich verzeihen. Ich muss das Band, das mich immer näher an die Vergangenheit zurückzieht, durchschneiden. Den anderen, den Unrecht gemacht hat, soll sich ehrlich angestehen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, die bereue ich zutiefst. Die Schuld, den ich ungericht tun, will ich gut machen. Ich will aus meinen Fehler lehren, an die nächste Kehr ernst machen, für das mir alle beiden eine Zukunft tun. Wenn so alle beiden sich auf den Weg aufeinander zumachen, da wird du quasi auf eine wundersame Manier Heilung entstehen. Die all schmerzlich Gefühle auf Verhaltensweisen verschwannen, können durch Mattgefühl, Wohlwillen, vielleicht sogar Generosität ersat gehen. Leben am vollen Sinn als nächst du, so kreen am Idealfall beiderem eng Zukunft. Da das leifren Kraft von der Verzeihung. Sie feiert zurück an Leben. Verzeihung fällt aber nicht einfach vom Himmel, sie muss angeübt gehen. Sie verlangt Erfahren. Da erfuhren wir haut am Evangelium. Der Petrus fragt, wie viel Mal muss ich meinem Bruder verzeihen, wann sich gegen mich versündigt? Bis zu 7 Mal. Und Jesus hat eine verblüffende Antwort parat. Ich so nicht bis zu 7 Mal, aber bis 70 Mal 7. Das heißt unbegrenzt. Verzeihung, so gibt Jesus zu verstehen, kennt kein Moos a kein Grenz. Und dat will ihn durch Gleichnis veranschaulichen, dat den verzielt. Gott erschenkt do an der Gestalt vom Kinnig, die Schuld no lässt, weil sich vor seinem Dinger tief aus seinem Herz berehren lässt, am Athlet weist. Die nächste Szene aber als dramatisch. Den Dinger selber bleibt vis-à-vis von seinem Schuldner hart an ohne Not. Jo, könnt dem vis-à-vis richtig arrasch, misshandelt hier brutal. Dat geht dem Kinnig zugedrohen, dem platzt de Kolli daraufhin an lässt Rosen an enttäuscht wie nass den echten Dinger an de Prison geheien. Wat für eng traurig Geschicht. Du mischt in der Erfahrung vom Erbarmen an der Gutheit, die sein Herr ihm erweist, aber das Geschenk könnt bei ihm gar nicht Et verändert hier nicht. Hier geht nicht daraufhin ein Mensch, den der Erbarmen, wer den Empfang hat, assimiliert, sich zu eigen mischt, an nicht weitergeht. Das Herz vom undankbaren Knecht bleibt hart, unerreichbar für die Not von seinem Nächsten. Das hat den Herr sicher nicht gewollt. Wollt, dat vu singe Matlet etwas ausgif goen an Gemeinschaft vu singe Knecht. Ein gegenseitig Empathie. Vielleicht verstehen wir so den ersten Schluss vom Evangelium besser. Der Knecht, den singem nächsten Erbarmen verweigert, verwirkt durch Erbarmen, dat sein Herr ihm selber gewissen huet.
Auch mir, leif alle Gur, könne verweigern und der Verzeihung durch den Herrgott zu partizipieren, wenn wir stur bleiben, wenn wir nimmer nur beise Positionen beharren, an nie no gehen. Der Jesus will klipp a klar festhalten, dass Verzeihen zu Gott und zu seinem Reich gehört. Hier will, dass den Jünger etwas Wesentliches über den Herrgott lehren, den als mattfühlenden, empathischen, mattleidenden Gott, den sich von den Gefühlen an den Leiden von den Menschen Dave berehren lässt. Aber wie Gott soll noch mehr Dave mattfühlend Menschen gehen, die hier ganz Kraft dazu ersetzen, Leid von den Mattmenschen zu wenden. Dazu gehört auch zu verzeihen, wann den einer sich etwas zu Schulden kommen Lust hat. Jesus als überzeugt, verzeihen kann ihn lehren. Er tut seine ganz Lebenszeit, sich daran zu üben und immer besser zu gehen. Dabei hilft ihm sein Beispiel, aber auch das, wo Frauen und Männer, die bereitwillig verziehen hun. Am Vater unser beten wir nicht für nichts alldach, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Verzeihen heischt, dem anderen zu verstehen gehen, jo, du hast das wirklich gemacht, du hast Schuld ugericht, die nicht mehr gut zu machen ist, du bist schuldig. Aber ich nehme dich nicht drauf fest. Ich gesehen, dass du nach mir an ernst bist wie das, was du da gesticht hast. Los mal lo Gras drüber wissen, guck mal nur viel an Zukunft. Der Jesus stellt sich da mit einem anderen Motto entgegen, das am Alten Testament bloß eine Zwischenetappe war, gern zitiert wird. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wo das Prinzip durchgezogen wird, liebe Brüder und Schwestern, gibt es kein Fried. Weil du nimmer aufgerechnet wird und ihn immer nach einer Ursache findet, für zurückzuschlagen. Und du könnt ihn dann an eine Kriegslogik, ein Teufelskäse ran, die schwerlich zu durchbrechen ist. Bei euch aber soll es nicht so sein, sagte Jesus. Am holländischen Katechismus von 1966 gibt es einen ganz kurzen Satz über die Kirche. Und heißt, Kirche heißt Vergebung. So soll es sein bei uns Christen. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Los mal zu Gott, eisen Pap beten, hier den lebt das, an eisen lebt immer schenkt. Wir beten für die Tausenden am Marok, an Libyen, die an dieser Woche durch Naturkatastrophe gelitten haben oder im Leben gekommen sind. Herrgott, Heilreis. Wir beten für die viel, die wenn's Krieg, Hunger und Not hier heimisch müssen verlassen, die keine Zukunft mehr für sich und ihre Familie sehen, aber für die viel, die versuchen, ihnen zu helfen. Herrgott, Heilreis. Wir beten für Reiskana und Jugendliche, für die die Schule angefangen hat. Stell ihnen Eltern, Erzieher und Freunde zur Seite, die sie auf ihrem Weg begleiten. Herrgott, Heilreis. Prions pour les gouvernants des peuples afin qu'ils agissent en faveur de la paix, de la sécurité de tous. Prions le Seigneur.
Prions pour nous tous et pour toutes les intentions que chacun d'entre nous porte dans son cœur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu écoutes les prières de ceux qui se confient à toi. Écoute, console, exauce-nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lasset uns beten. Herr, nimm die Gebete und Gaben deiner Kirche an und was jeder Einzelne zur Ehre deines Namens darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dein Erbarmen zu rühmen. Die Sünde hatte die Menschen von dir getrennt. Du aber hast sie zu dir zurückgeführt durch das Blut deines Sohnes und die Kraft deines Geistes. Wie du eins bist mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, so ist deine Kirche geeint nach dem Bild des dreieinigen Gottes. Sie ist dein heiliges Volk, der Leib Christi und der Tempel des Heiligen Geistes, zum Lob deiner Weisheit und Liebe. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Oh
Jo, du bist hellig, Herrgott, von dir könnt all Helligkeit, dafür wird man dich. Mach das Gofen hellig durch dein Geist, lose für Eis zum Leib und zum Blut gehen von deinem Jungen, unser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier verroten gouf, wo ein Tod auf sich geholt hat, du hält ein Brot an seine Hände, seht ein Dankgebet, bricht Brot, richtet seine Freunde an seht, holt an isst alle gut davon, dat hei aus mein Leib, get hier gehen für euch. Nom Essen hält noch die Kirche, seht rümmen Dankgebet, recht die Kirche singe Freunde a seht, holt andringt alle Guten draus, dat hei aus die Kirche mit meinem Blut vom Neuen an ewige Bund, et fließt für euch an die Philaner, für dat Sünde verziehen gehen. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben. Dein Tod, der verkündigt mir, deine Auferstehung, bis du Christ anherrschst. So feiern wir, Helge Pap, du denke von einem Jungen, der für uns gestorben an Obersterben ist. Und so offern wir das Brot vom Leben an die Kirche von der Allheisung. Wir sollen dir merci, weil du es uns Beruf für von dir zu stehen, an dir zu denken. Wir beten dich, lass es teilholen Leib und Blut von Christus, dass wir gehen durch den Heiligen Geist. Denk an den Kirche aus der Welt, los dein Volk Fußen an der lebt. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, mit den Geistlichen, an all denen, die am Ding stehen von dieser Kirche.
Denk an alle als Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen, an all die anderen, die an deiner Gnade gestorben sind. Hol sie op bei dich an dein Licht. Pap, erbarm dich eiser all, schenk eis ewig Leben mit Maria, der Heiliger Gottesmam, dem Heiligen Josef, mit den Apostelen, an all denen, die Gnade von du bei dir, zent dort Welt besteht. Mit ihnen all, los eis dich löwen an Ehren durch der Jung Jesus Christus. Durch ihn, mit ihm, an ihm, dir, allmächtiger Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Ehr, Elo an immer, an ewig. Amen. Wenn wir zusammen das Gebet beten, was Jesus als selber gelehrt tut. Eise Pap am Himmel, dein Name wird geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das tägliche Brot, verzeih uns unsere Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führe uns nicht an Versuchung, wir mach uns frei vom Bösen, weil dein ist Reich und Macht und Herrlichkeit für immer und ewig. Papa im Himmel, du seist dein Frieden geschenkt, an dem seist Jesus geschenkt hast, den er so unhält, wie wir sind. Mach uns Herz auf, für den Frieden unzuholen, und gib uns Kraft und die Courage, dein Frieden für uns zu schenken. Der Herrgott sei Frieden, sief mit euch all. Können wir uns ein Zeichen vom Herrgott singen, Frieden geben. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig,
die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns Anteil am Leib und Blut Christi gegeben hast. Lass nicht unser eigenes Streben Macht über uns gewinnen, sondern gib, dass die Wirkung dieses Sakramentes unser Leben bestimmt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Der Herr sei mit euch. Gott, unser Vater, segne euch mit allem Segen des Himmels, damit ihr rein und heilig lebt vor seinem Angesicht. Er lehre euch durch das Wort der Wahrheit. Er bilde euer Herz nach dem Evangelium Christi und gebe euch Anteil an seiner Herrlichkeit. Schenke euch jene brüderliche Liebe, an der die Welt die Jünger Christi erkennen soll. Es gewähre uns der einige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Können an der Fried, am Frieden vom Christus, Herrgott gehen. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Stengefurt. Den nächsten Sonntag überdrehen wir die Mass aus dem Kloster Pepping. Und nun schalten wir zurück an den Studio.